Und somit Christi zurück. Wir sind noch immer auf der Zitadelle und werden nun mit dem Herrn Septimus sprechen, mit dem General, weil ja die Konsortin da irgendwas mit ihm am Laufen hatte. War es eine Verbandelung der Verbandelung? Schauen wir mal zu, ha? Ja, Wauzi, Wauzi. Und tschüss. Die Dame will nicht gestört werden, sie hat selber ihre Problemchen. Da die sagen, bei den Verrenkungen, da die mir auch Probleme zuhamstern. Commander, was wollen Sie? Probleme? Was belastet Sie, General? Ich habe schon viele schreckliche Dinge gesehen. Und es gibt in der ganzen Galaxis nur eine Frau, die mir helfen kann, sie zu vergessen. Wenn Sie so empfinden, General, warum verbreiten Sie dann Lügen über sie? Weil sie mich abgewiesen hat. Mich, Septimus Oraka, General der Turianischen Flotte. Sie sind erbärmlich. Ich glaube, ich verstehe. Aber Lügen zu verbreiten macht die Sache nicht besser. Hören Sie, ich weiß zu schätzen, was Sie da tun. Aber Sie verschwenden Ihre Zeit. Beide hat sogar eine arme abtrünnig spülen, reißen sie sich zusammen. Na, wir probieren. Irgendwann einmal werden wir an so einen richtigen abtrünnigen Durchlauf machen. Irgendwann. Beherrschen Sie sich. Haben Sie jemals eine Schlacht in einer Bar gewonnen, General? Ha, Krieg! Genau so fühlt es sich an. Wie konnte es nur so weit kommen? Denken Sie, das wäre leicht, sich zusammenzureißen und wie ein General zu benehmen? Ich denke, es könnte nicht schaden. Vielleicht haben Sie recht, Commander. Sha'ira ist die Mühe wert. Auch wenn sie mich nicht zurückhaben will. Es ist kein Ort für jemanden Ihres Ranges, General. In Ordnung, ich gehe zu ihr. Nachdem ich kalt geduscht habe. Ziemlich lange. Sie sind ein kluges Köpfchen. Hätten Sie Interesse, ein paar Credits zu verdienen? Sicher. Was soll ich für Sie tun? Es gibt da einen Elcor-Diplomaten, der glaubt, Sha'ira hätte seine Geheimnisse verraten. Und warum ist das so? Weil ich es ihm gesagt habe. Sie müssen ihm sagen, wie es wirklich ist. Wieso denken Sie, er würde mir glauben? Sie bringen ihm Beweise. Nehmen Sie dieses Datenpad. Da steht, wo ich meine Informationen her habe. Es wird Sha'ira entlasten und den Elcor überzeugen. Wem bringe ich es und wo ist er? Sein Name ist Xeltan. Er ist ein Elcor-Diplomat. Er ist drüben in der Botschaft und beschwert sich über Sha'ira. Gut. Auf Soldaten, die wie Soldaten handeln. Danke, Commander. Wissen Sie, Sie würden eines Tages selbst einen guten General abgeben. Tja, wenn die ganze Geschichte nur so einfach wäre. Ich habe es am Anfang vom Let's Play schon mal erwähnt. Unser Shepard wird draufgehen. Verschwinden Sie. Ja, den Trottel, den hätten wir Lassen auch noch Sie mich irgendwann einmal. in Frieden. Was? Da denkst du machst einmal die Zitadelle durch, denkst du bist in vielleicht einer Stunde fertig. Und was ist? Egal. Wir haben ja dann wir sind dann eigentlich fast nur mehr unterwegs. Türsteuerung bitte öffnen. Danke, Spiel. Du bist ein unbrauchbarer Haufen Elektronik. Aber hat jetzt gesagt, genau, Präsidium. Türsteuerung.
da zum Präsidium. Ein salarianisches Ausgrabungsteam ist nach Freilegung einer proteanischen Ausgrabungsstätte auf ein unerwartetes Problem gestoßen. Hanar-Protestanten blockieren die Ausgrabungsstätte und verlangen, dass die Artefakte der Entflammten, wie sie die Hanar nennen, nicht gestört werden dürfen. Das Ausgrabungsteam hat sich an die Hanar-Vertreter auf der Zitadelle gewandt, um eine diplomatische Lösung zu finden. Warte mal. So, da, wir sind nun bei Xeltan und das machen wir jetzt schnell. Seien Sie gegrüßt, Mensch. Dies ist leider kein guter Zeitpunkt. Ich weiß, wer ihr Geheimnis verraten hat. Es war ein Turianer namens Septimus. Ungläubig. Ich kenne diesen Septimus. Er kann nichts von meinen Geheimnissen wissen. Er kann nur durch die Asari davon erfahren haben. Wir haben den Beweis. Schauen Sie mal. Verwirrt seiend. Ich kann mir das nicht erklären. Wenn der Turianer das selbst herausgefunden hat, bedeutet dies, dass alle mein Geheimnis herausfinden könnten. Aber stellen Sie sicher, dass Sha'ira von jetzt an rausgehalten wird. Verpflichtet zustimmend. Es ist offensichtlich, dass die Konsortin keine Schuld trifft. Erschreckte Erkenntnis. Ich muss mit der Konsortin sprechen. Sie wird sehr verärgert über mein Handeln sein. Nervös entschuldigend. Entschuldigen Sie mich, Mensch. Ich muss jetzt gehen. Ich bin sicher, dass sie Ihnen vergeben wird. Sie haben nicht bösartig gehandelt. Leise daran zweifelnd. Ich hoffe, Sie haben recht, Menschenkommander. Ich würde es mir sehr wünschen. Sie haben mir sehr geholfen, Commander. Zustimmend. Sehen Sie, Din? Nicht alle Menschen sind so, wie Sie behaupten. Ich bin sicher, dass der Erdling irgendwie Profit aus der Sache schöpft. Verzeihend. Hören Sie nicht auf meinen Volus-Landsmann. Sie haben sehr geholfen. Ganz gleich aus welchen Beweggründen. Ach ja. So, Tagebuch, was haben wir da? Mit Sha'ira sprechen. Jetzt gehen wir dort wieder zurück, okay? Brauchen wir da irgendwas? Nein. Die Gemächer der Konsortin. So, da. Bis gleich. Kaum noch erinnern. Warum bist du zur Zitadelle zurückgekehrt und zur Konsortin? Ich weiß es nicht genau. Es klingt seltsam, aber es war, als ob ich einem Ruf folgen müsse. Nein, nicht seltsam. Commander, ich habe gerade eine reizende Nachricht von Septimus erhalten. Danke, dass Sie mit ihm gesprochen haben. Sogar der Elcor-Diplomat hat seine Kampagne gegen mich abgesagt. Es war mir eine Ehre, Ihnen zu helfen. Sie sind sehr freundlich, Commander. Aber Sie sollen mir nicht allein aus Freundlichkeit geholfen haben. Ich kann Ihnen noch etwas anderes geben, falls Sie Interesse haben. Es wäre mir eine Ehre. Mein Geschenk besteht aus Worten. Eine Bestätigung dessen, wer Sie sind und was aus Ihnen wird. Ihre Haut ist so dick wie die Schuppen der Turianer. Undurchdringlich. Eine Wand zwischen Ihnen und der Welt. Und sie beschützt Sie und macht Sie stark. Diese Stärke hat Sie überleben lassen, als alle anderen sterben mussten. Nur Sie haben überlebt und Sie werden weiter überleben. Das ist es, wer Sie sein könnten, aber nicht, was aus Ihnen wird. Es ist nur die Grundlage für Ihre glorreiche Zukunft. Denken Sie an diese Worte, wenn Sie einmal zweifeln sollten, Commander. Sie haben ein ganz besonderes Talent, Sha'ira. Ich danke Ihnen. Das weiß nicht jeder derart zu schätzen wie Sie. Sie dürfen die Macht der Worte nicht unterschätzen, Commander. Hier, Commander. Als Belohnung für Ihre Bemühungen um den Elcor-Botschafter möchte ich Ihnen dieses kleine Schmuckstück schenken. Was ist das? Ein kleines Geheimnis. Ich habe nie erfahren, zu was es gut ist,
Aber ich fühle, dass jetzt die Zeit gekommen ist, es weiterzugeben. Und jetzt muss ich Sie bitten zu gehen. Ich habe alles für Sie getan, was in meiner Macht stand. Und denken Sie an meine Worte, Commander Shepard. Sie werden Ihnen Stärke geben. So, da. Ich glaube, wir sind nun endgültig auf der Zitadelle fertig. Konrad Werner, das werden wir uns auch noch merken. Nur wäre es halt interessant zu wissen, was wir hier bekommen haben. Ausrüstung. Tja. Es ist ganz leicht verpackt, wie du gerade merkst, oder? So, da, wir sind hier fertig. Jetzt stellt sich halt nur die Frage, warte mal, wie kommen wir... Karte, Emporium, Bank, Zitadellturm, da müssen wir hin. Genau, da müssen wir hin. Was ist denn da oben überhaupt? Ah, da sind wir, weiß ich schon. Gut, wir sehen uns dann gleich beim Zitadellturm. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Nö, ich bin schon wieder am Schiff, du Warze. Okay, wir haben noch genug zu tun. Und offen und ehrlich gesagt, ich habe Angst davor. Ja. Endlich wieder auf der Normandy und zurück raus ins All. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Commander, die Story von Miss Al-Jelani über Sie wurde gerade veröffentlicht. Sie hätte Sie nicht so überfallen dürfen, aber Sie haben sich gut aus der Affäre gezogen. Wir waren verschiedener Meinung, Sir. Ich hoffe aber, dass sie von meiner Aufrichtigkeit überzeugt ist. Sie haben sich sehr gut verhalten, Commander. Sie hat sich unmöglich benommen. Aber da ist noch eine andere Sache. Die Zitadelle hat versucht, es runterzuspielen, dass Saren außer Kontrolle ist. Keine gute Werbung für die Spectres. Ihn zu erwähnen war politisch nicht klug. War denn der Rat sehr verärgert? Ziemlich. Aber machen Sie sich keine allzu großen Sorgen, Commander. Sie ärgern sich ja immer über uns. Aber ich will Sie nicht länger aufhalten. 5. Flotte, Ende. Ah, es ist herrlich. Allerdings, wir müssen hier nochmal... Machen wir ganz kurz. Wow, vorbildlich +8. Wir werden immer besser. Naja, ne? 2-3 Mal können wir sicher noch ein bisschen abtrünnig sein. Wir brauchen 5000 Erfahrungspunkte. Gut, Tagebuch. Und zwar, auf dieser Seite haben wir eigentlich nur die 2 Hauptmissionsstränge mit Noveria und Feros. Gangsterbosse. Sie befinden sich im Hahn-System des Gemini Sigma Clusters und im DIS-System. Gut. Ich würde sagen, das machen wir noch. Einen machen wir noch. Und dann beim nächsten Mal. Warte mal. Die beiden Gangsterbosse befinden sich im Hahn-System des Gemini Sigma Clusters. Gut.
Ming Han. Damit du wenigstens jetzt einmal ein bisschen was anderes siehst, als wie immer nur Zitadelle. Ja, sorry, ich hab's ein bisschen übersehen. Entschuldigung. Mei, lass mich doch. Eine Nachricht für Sie, Commander. Sie kam eben über den sicheren Kanal rein. Shepard, hier spricht Admiral Karuku. Ich habe herausgefunden, wer meine Männer in die Falle gelockt hat, die vom Dreschlund getötet wurden. Verdammt, hoffentlich erhalten Sie diese Nachricht. Es war eine Gruppe namens Cerberus, eine Geheimorganisation der Allianz. Streng geheim, allerhöchste Sicherheitsstufe. Sie verschwanden vor einigen Monaten, waren einfach weg. Niemand weiß, wo sie hingegangen sind oder was sie vorhaben. Sie sind völlig durchgedreht, Shepard. Sie führen illegale Experimente durch und versuchen eine Art Supersoldaten zu erschaffen. Ich habe keine Beweise, aber ich habe die Koordinaten einer ihrer Forschungswelten gefunden. Ich schicke sie Ihnen mit dieser Nachricht. Sie sind völlig außer Kontrolle. Jemand muss sie aufhalten. Ich habe meinen Teil getan. Jetzt liegt es an Ihnen. Das ist wahrscheinlich meine letzte Nachricht an Sie, Shepard. Cerberus ist hinter mir her. Ich muss verschwinden, bevor Sie mich finden. Genau, Cerberus. Huntington. Da haben wir nix. Fakrothu. Da haben wir auch nix. Paravin, erkunden. Beim Scannen von Paravin haben sie eine unbemannte Station im geosynchronen Orbit gefunden. Ihr Bergungsteam konnte zwar keine Hinweise auf die Herkunft der Station finden, fand aber eine der Inschriften der Matriarchin Dilinaga an Bord. Na bitte. Patatalanis. Mittels Orbitscan haben sie ein großes Vorkommen von Beryllium entdeckt. Mavigon. Sonst haben wir da eh nichts mehr. Wir müssten eigentlich ja eh nur da landen. Mavigon. Genau. Ihr habt gesagt, das machen wir noch für heute. Wir nehmen mit in Rex. Wir brauchen jetzt ein bisschen Kampfstärke. Stärke. So stark wie ein Pudding. Mit dem Zerfallsdatum von roter Grütze. So, Blödsinn grad. Squat. Cerberus Yangtze-System untersuchen. Ja, jetzt haben wir momentan da. Passt. Bitte einmal die Karte aufrufen. Trümmer braucht man nicht. Mich interessiert eigentlich nur das da. Jetzt stellt sich mir nur die große Frage. Also noch unbequemer kannst du ja auch nicht mehr reisen, oder?
Das eine gab ich ein und komme trotzdem vorbei am anderen. Naja, ich will jetzt aber nicht auf oder um mich drüber, unten durch. Ich will zu meinem eigentlichen Ziel, dem Syndikat-Versteck. Ah, die Musik fängt schon an ins melodramatisch werden. Ist es da ein Berg oben? Anscheinend, gell? Dann schauen wir mal, wenn wir da aufkommen. Ja, das ist da ein Berg. Hui! Hä? Das ist wirklich am Berg. Mal schauen, vielleicht finden wir irgendwo eine Straße oder irgendwas Straßenähnliches drauf. Was, das ist schon düster. Mhm. Ich habe was gefunden. Ich glaube, da können wir uns durchaus manövrieren irgendwie. Nein. Das muss ja da oben sein. Na komm. Sehr gut. Der Mensch, der alles weiß markiert ist, war auch wieder da. So, jetzt stellt sich wieder die große Frage, wo kommt man hier hinein? Hier. Sehr gut. Wir parken gleich in vorderster Front. Ja, endlich wieder mal ein bisschen ballern. Ach, schön. Ach, schön. Ich will es jetzt aber trotzdem probieren. So. Oh. Boah! Zum Glück habe ich jetzt gespeichert. Hast du gesehen, wann ich das letzte Mal gespeichert habe, gell? Vorsicht! Ich bin dran!
Na los jetzt! Schilde deaktiviert. Na los jetzt! Na komm! Dich mache ich fertig! Brauche andere Waffen. Das war's lieb. Feuer frei! Au! Boah, die Waffe ist stark. Bist du deppert. Da ist einer. Feuer frei! Da ist er. Da war es nur noch einer. Wo bist du, mein Kleiner? Die KI scheißt nicht lange davon. Feuer frei! Gangsterboss eliminiert. Helena hatte recht, diese Typen waren in üble Geschäfte verstrickt. Aber das wird sich alles ändern. Das war einer. Fehlt noch einer. Baba. Gebiet gesichert. Sehr gut, Garus. Sehr gut. Das freut mich. Ich möchte nur schauen, ob es vielleicht was zum Looten gibt. Nö. Jo, wir werden es da mal speichern und mal die ganze Chose da für heute beenden. Jo, kurzen Blick, ich weiß was anderes machen. Ich brauche nämlich da auch Thumbnail, weil sonst kenne ich mich hinten und vorne nicht aus. Und zwar, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Mass Effect und sonstigen Dingen. Bis zum nächsten Mal. Baba!